Geschichten mit unserer Geschichte Nummer 25. Ditmal nach Meier von Wort Walter Schmiedehaus sich erinnert von Jakob J. Peters, den hij scheinbar mit vielerlei sanfter Hendrik nannt, und dann von Wort hij sich erinnert von anderen von seinen mennonitischen Freunden. Wir brücken letztes Mal auf, mitten an der Geschichte, wo ein Schmiedehaus die Verbrückner Butterfarm nannt, und beschrieben hat, wo Jakob J. Peters, der sanfte Hendrik, en de Melendez Bank einmal war der Geld liehen kam. Melendez hat sich angehorcht, was Peters wohl, hat ihm aber noch weiter träg nach Schmiedehaus geschickt, und nu sagt Schmiedehaus wieder so. Ich nehme also auch gutwillend Kenntnis von der Sache, kann aber schließlich doch nicht herum, zu sagen, dass ich gewisse Bedenken habe, wohnt uns Freund und Kund nicht zu verstreuen oder zu verjeten vermocht. Ich wollte die Angelegenheit doch erst noch einmal überlegen und mit dem Chef besprechen. Dort erkläre ich ihm an alle Freundschaft und dann verschaue wir die Wiederbehandlung von seinem Anliegen auf ein paar Tage, wann er weiter versprechen würde. Aber am nächsten Tag überbracht mir ein Nachbar aus dem Dorf Niehorst folgenden Brief. Ich gebe den Inhalt hier wörtlich weiter. Juli 18, 1926. Werter Schmiedehaus. Erst einen Gruß an die in denen Portnamen Landes. Ich will ju kort meinen vandaagschen wunderbaren Traum vertalen. En je denk van die Welt, Traum sind Bilder ohne Wesen. En zij, mir träumt, kam in Melendez in Husen an, ein prachtvolles, herrliches Haus. In Melendez, den Partner, ging mit mir in alle Stoven am Husen an und weiß mir seine Herrlichkeit, wobei er mir dann verken noch eine Zigarre, einen Puro anregt. Dort wir aber auch ein Sohl zu nennen, wo wir bennen wären, mit vielen Verhängen, Teppiche oder welche Flurdeichen und so weiter. Und dann weite ich ab. Und dann dachte ich, dort ist doch ein Seitentraum gewesen. Ich schleip weiter an und kam noch einmal nach Melendez an das Haus. Dann aber ich im Schmiedehaus mit Büten allen Jähren. Ich ging bald an der Trapp im Haus und Schmiedehaus regt mich einen alten, hälternen, verbrauchten, anbrauchbaren Butterfarm an. Dann weichte ich kurz ab und erschrak meist. Ich dachte was das doch bedienen mocht. Ob ich nicht die ganze Zeit von meinem Hiersein von Melendez in der Geschaft gestreden hat, und auch Melendez von mir. Jo, trüllig von beiden Seiten. Ich habe auch Werken noch schein verdient durch Melendez und war auch in der letzten Zeit nicht so viel als vorher, sie aber doch nicht von arm gewichen, aber viele Düsende von Pesos habe ich am Tau gewesen, wo er nicht arbeitet. Dort aber mein Geschäft in der letzten Zeit sehr träg gestanden ist, wo je an dem Bankbuch möglich sein können. Und nu zum Schluss noch einen Gruß von jenen Freund und Mitarbeiter J. Peters. Wie beid, dann Balthasar Melendez, den ich das Schreiben hoher klein übersetzen musste, und ich fanden den Brief so köstlich, dass wir beschlossen, unseren Freund nicht länger zu enttäuschen und den Pump, den Lohn, den er abnehmen will, zu bewältigen. Der sanfte Hendrik war offensichtlich zufrieden, als er bei seinem nächsten Besuch dort gewünschte Darlehen oder die kleine Summe Geld ohne Widret erhält. Als er sich dafür bedankt, schickt er mich treuherzig, verschmiedungsvoll an, so als wenn er sagen will, na also, warum nicht fort so? Sein Brief ziert von der noch meinen Umschlag mit mennonitische Kuriositäten oder Merkwürdigkeiten.
En nu dem sanften Hendrik zien ansanftet eng. Dort wie ein wunderschöner Hofstag, zoals man de mal op de 2000 Meter hochgelegene Ebene oder Plattland am Tal von Bustillos erlebt. De Mexikanische Landesbevölkerung, ihre malerische Leimtegelgebiete oder Hieser, de europäische Silhouetten von Mennonitendorpen. Silhouetten sind Schautens. Hier sind dort also die Schautens von mennonitische Dorpen am Horizont. Die rein en hoofdlich geel beloofde Bäume, die Stolbleiber mit kleine witte Waldchen beplackter Himmel en ganz weit auf die Bizarrigkeit von violett en bruin gefärbte Boy von der Hügel Sierra Madre. Dort alles sieht diese Jahreszeit so uit als eine Landschaft, die der Herr Gott selbst auf Glas gemalt hat. Transparent, also durchsichtig, geheimnisvoll, durchdacht und dabei warm und nah an und tröstlich so aussieht, als mit der Botschaft Fried sei mit you. An einem solchen Tag werde sanfter Hendrik nach dem Dorf Borwalde gefahren, in dem ein Namensvater, Peter H. Peters, ein gut wohnendes Geschäft established hat. Hat was ab sein Hort. Will mal seinen auf sich hier oder da ein kleines Geschäft merken leid, Kart und Gold, will mal dem Namensvater Gold nobelig besägen. Ein paar Vorteile wären all da. Hier wie immer Betrieb, so ist der sanfte Hendrik nicht ohne ein ganz kleines Bett nicht feststellt. Die Leute am liegenden Dorpen kauften hier gerade so gut an als in der Stadt, wo Mexikaner, Spanier und Chinesen den Handel beherrschten. Hält seinen Buggy oder den leichten, hochrädrigen Landwagen, den sein Hinterstedt eng, flach wäre, um leichtere Waren leicht befördern zu können, bunkt den Gal oder das Pferd an dem breiten Uitspannungsbalken fast, wie sie den Walm, und ging an das Stuhl hinein. An diesem Tag war hier nicht viel los. Ein paar Frühs und wieder Foutbereich in einer breitrandigen Strohheide stunden an einer Seite von dem hofiserförmigen Stuhldasch. Sie leiten sich Zeich, Hautbeine und Huisholungsgegenstand wiesen und merkelten gewohnheitsmäßig über die Preisen. Alles war, zoals immer, viel zu dir. Die bei Peters Namensvaters hadden sich dort grad möglich gemerkt, hinter dem jungen Stuhldasch. Aber dann wird plötzlich die Stuhl der sehr ansanft abgestarrt. Und dann kamen hastig und wild um sich kickend 3 bewaffnete Mexikaner, die erste Hälfte von ihren Gesichter verstärken durch vergebogene Schnappeldecker, während der eine Fuß auf den Registrierkasten, der Till, handstiert, der zweite sich an der Deur postiert, handstalt, plante der dritte sich an der Märzstuhl han und schrie, an dem drebend mit der Pistolfuchtel, hoch und stillstonden. Und dort sich keiner mockst, wie kommen noch Geld? Die Stuhlbesetter und 2 halbwassende Jungs, wo nicht rote frühes bedeinden, waren bloß. Sie gehorchten Fuß und hoben de Hang hoch. Bloß der sanfte Hendrik, wo erst ein zauhafter und ängstlicher Mann war, von dem keiner persönlichen Mut erwartet haben wird, der blieb ohne angefochten. Sah sein allerfreundlichstes Gesicht ab und seht, indem sich reidmück von hier dem Stuhldasch zu kommen. Senores, wenn sich dort mal am Geld handelt, dann können wir dort doch ruhig und am Frieden aufmerken. Wort hat die Pistolen. Spaß bei an und seht, Caballeros, je erschrecken ja unsere Frühes. Die stunden immer ganz still da,
ohne de Hang hochgehoben zu haben, weil sie kein Wort Spanisch verstanden. Einige scheinen von Schrecken stief, andere kickten mit Verwunderung tau, ohne dort geringste Verständnis für dort zu haben, was hier verging. Hold ihn Mühl, Cousin Buck, zum letzten Mal, hang hoch. Noch einen Schritt wieder, und gau die eine uns Blee an deinen Bock. Aber Jakob Peters doch noch immer nicht an, sagte gewollt zu fliegen, glaubt wohl auch gar nicht an den besseren Ehrens von der Saleo. Kam ruhig ganz von hinter dem Stuhl der Schwer, hauf vorsichtig den Finger und seht mit dem sanftesten Freundlichkeiten in der Welt, dort ist nicht jün Ehrens, Senores, dort meint je nicht so. Die Bibel sagt, die soll's nicht taub merken. Vor nur der Haal mit die Bibel taub, sagt der Mann. Und dann kracht der Schuss lüd in den geschlossenen Raum. Mit weit geopende, erstaunte Augen fällt der sanfte Hendrik sich an der Brust und fällt dann lüdlos auf den Flur. Und nu hadden die Banditen plötzlich großen Bos. Mit dieser Änderung in ihrer Richtung hadden sie offenbar nicht gerechnet. Hastig reit der junge Mann aus der Kaste Jeltsin zurück und stappte planlos an seine Puppen an. Und dann nuscht uns fort, ehe noch mehr Lied ankommen würden, wenn den Schuss anlocken würde. Hinter die davon gluppende Pied wir dort eine Stoffwolk. Und dann, eine Stunde later, verleiht ein fertig Peter Peters Ehrenhof, am langsamen Schritt fuhr jemand mit dem Namensvater seinen Buggy zum Heik vom Hoferhof. An dem flachen Hängerteil vom kleinen Wagen lag ein Länkeljet, ein Decken gewickeltes Bündel. Dort wird die Leiche von dem sanften Hendrik, den man an sein Darb nicht hörst bracht, um dort christlich zu begraben. Das ist, wo Walter Schmiedehaus die Mordszene en Borwalde für sich selbst und für uns zu der Erinnerung beschrieben hat. En Schmiedehaus seinem Geschichtsschreiben mit seinem großen deutschen Wortschatz hat man immer seine Begabung, Novellenartige Schilderungen ganz eigenartig entflechten oder entflechten zu kennen. Nu wordt van de geduldsproeven in de Botica San Antonio in de stad Cuauhtémoc. Hier nu wordt van wo Schmiedehaus an seinem Heft von Erinnerungen eine ganze Reihe von Dingen abricht, von wo er sagt, dass dort vor allem Geduldsproeven gewesen sind. Seine Überschrift für diese eigenartigen Erinnerungen lügt hier einfach Geduldsproeven. Seine Anleitung für die Geduldsproeven lasst so aus dit. Viele Jahre werden seit dem Ansiedlungsanfang vergangen. Und vieles hat sich inzwischen geändert. Auch bei mir. Ich war auch lang aus dem Bankfach oder Bankgeschäft, und mich vor einigen Jahren nach den Vereinigten Staaten von Amerika geführt hat, rausgegangen und in das Apothekergeschäft getreten oder angetreten. Und mein Bruder Hans Günther Schmiedehaus bereits im Jahr 1926 in San Antonio gegründet hat und nu bei 1969 uns gewesen ist. In so einem Geschäft fehlt dort niemals an interessante Begegnungen und Erlebnisse, aber auch nicht an allerhand Geduldsproeven, besonders wenn man Tag ut und Tag ein mit einer gemischten Kundschaft zu tun hat, wo nicht nur das allgemeine Publikum anfährt, aber auch Indianer und auch so Mennoniten aus der Oldkolonie. Ein mädlicher Ola rundelt ja schickt sich erst lang in der Apotheke rum und dann fragt er, hab je hier auch so eine Perlen? Und meine Frau ist, was für Perlen, Omtje? Na, ich weiß nicht, den Namen habe ich vergeten.
Meine Frau is, wozu sind diese Perlen dann? Na, zum Ernehmen. Gut, also Perlen zum Ernehmen. Aber hier in wohl noch Krankheit. Nee, für Krankheit sind die nicht. Für Krankheit nicht? Nee, die sind nur so. Wo dann, Omtje? Wies mir mal die Perlen, wann ich die sei, dann wo ich die tjanen, wat ich brauch. Wir waren anruhig. 5 andere konnten warten und wollen bedient worden. Und ich sei, aber wir können ju doch unmehrlich alle Perlen wiesen, die wir hier in der Apotheke haben. Oh, laat mal gut sein. Ich werde die Perlen fortschanen, so schwer als ich die sei. Also wisst, was je haben. Wir fangen an zu vertwiefeln. Aber ich frage, wozu, Omtje, wozu nehm je die an? Er sagt, nee, nicht für Krankheit. Also nicht für Krankheit. Dann für was? Wie schrien meist. Oh, so. Für was? Na, für Stuhlgang. Gott sei Dank. So viel weit wie nu. Dat handelt sich um Aufvierpellen. En nu heeft de goede ons nog een weiteres Kanteken. Hij zegt, du hast een oude Mond boven. Aha, endlich. Nu weet wie dat zijn Aufvierpellen en op de doos is dat beeld van een oude man. Dat Ganze is also ganz leicht. Dat kan zich maar om eind handelen, nämlich von Dr. Jenis Aufvierpellen. Zum Schluss sind beide zufrieden. Hij, der nu mit einem Schmüstern über seinem Sieg zu der Rüt geht und denkt, ha, doch mal war er schlüer gewesen aus der Apotheke. Und wie auch, willst der Mann endlich bedient ist, in der nächsten Sekunde an der Reihe kommen kann. Hier brechen wir weiter auf für das Mal. Nächstes Mal noch mehr von dem Apotheker Walter Schmiedehaus, seine Erinnerungen an seine Erlebnisse und mit seinen mennonitischen Kunden in seine Botica San Antonio und Cuauhtémoc, Chihuahua. But nächstes Mal, ich George Rempel.